Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahrzehnlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der Jiddischer Gasse. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Es redet euch Meir David. Wir haben ein reiches Programm heint. Wir haben ein Interview mit Chana Halberstam Ruben, was hat angeschrieben ein Buch von ihrer Zechronis bis der Zweite Weltmilchama. Das Buch heißt Just a Little Girl, Despair and Deliverance. Aber wir haben an mit Shalom Beinfeld, unser Programm mit Anführer und euch Professor emeritiert von Geschichte bei Washington University St. Louis. Wird für uns abmerken 250 Jahre von Amerika. Aber das spätere Programm will wir spielen als Sache Amerikaner patriotische Lieder hereingerechnet Ben Gailings Ausführung von Star Spangled Banner. Hatanoa. Teure Zuhörer zum jüdischen Call. Das redet zu euch Shalom Beinfeld, was sich auf dem Covid von Zeit zu Zeit zu interviewieren interessante Gäste auf unser beliebter Programm und euch von Zeit zu Zeit machen Bemerkungen wegen Zeitinionen. Dem heute wird gefeiert der 250. Jahrestag von der Unabhängigkeitsdeklaration von dem 4. Juli 1776 mit ihren unvergesslichen Wörtern, ich setze frei, als alle Menschen wären geschaffen gleich. Was an ihm ist Thomas Jefferson, der Mechaber von der Deklaration, gewinnt ein hübscher Balabas von Sklaven. Aber fort seine Wörter geworden eine Lösung und ein Beweis, als Amerika ist anders von Europa. Der französische Schreiber und Politiker Alexis de Tocqueville hat in die 1830er Jahren bemerkt, als die Immigranten, was kommen in Amerika, sind nicht die Reiche und die Mächtige, nur poschete Menschen. Was lassen immer in der Alterheim die Begriffe von Klasse und Kaste. Klar, Amerika ist eine Demokratie, nicht geguckt auf alle Probleme. Ich gedenke gut, als mit 50 Jahren zurück haben wir gepravet dem 200. Jahr von der Deklaration. Und die Stimme damals ist gewesen mehr weniger positive. Die Größe der Grechungen von den langen Jahren, Sklaverei abgeschaffen, Segregation im Prinzip geäußert
und gewaltige ökonomische und technische Unterbrechungen. Aber politisch ist und diplomatisch ist das gewesen eine schwere Zeit auch. Die kalte Milchome mit dem Sowjetenverband hat noch gebuschelt. In 1973, mit 3 Jahre früher, hat der Vizepräsident Spiro Agnew gemusst resignieren, beschuldigt von Korruption. Hat der damalige Präsident Richard Nixon bestimmt den Deputat von Michigan, Gerald Ford, war Vizepräsident. In ein Jahr später, 1964, hat Nixon allein gemusst resignieren nach dem Watergate-Skandal. Also erst 1967, unter 200. Jeuvel, haben wir gehabt, ein Präsident, was keiner hat in dieser Welt zu föderalen Amt. Eine Schwachkeit von der Amerikaner Demokratie. Mit 50 Jahren später, in 2026, ist die Lage in Amerika eher besser, eher nerviger. Ois kalte Milchome, ois Sowjetenverband. Wichtige Unterbrechungen in die Rechte und in der Masse von Frauen, von Homosexuellen und anderen Minoritäten. Und riesige technische Unterbrechungen mit Marshall Computers und kluge Mobilkes, das heißt Smartphones, sind mamisch anerkannt in unser Leben und verknüpfen und verbinden uns mit alle und geben uns Zutritt zu fast alles auf der Welt. Ist doch gut. Aber über Amerika in Zeit von der 250. Jahrhundert hängt Achmar. Die Politik von dem Präsident Trump hat polarisiert die politische Lage. Ein schlechter Simen für eine Demokratie. Es merkten sich schon, sei extrem linke und auch sei extrem rechte Tendenzen und auch viele Bewegungen. Die extrem linke, die DSA, Democratic Socialists of America, mit sie nicht meinen, als sie sind dieselbe Sache wie Sozialdemokraten. Es ist nicht dieselbe Sache. Die Democratic Socialists of America haben letztens gehabt wichtige Folgen in die demokratische Primaries. Und jetzt ist der neue Mayor von unserer größten Stadt, New York, Zohran Mamdani, ein demokratischer Sozialist. Extrem Rechte wie Tucker Carlson haben sich gespalten mit dem Präsident Trump, weil ist nicht recht genug und behauptet, als ist zu nahe zu Medinas Yisrael. Das alles hat ein Scheiches zu Juden in Amerika. Nun, wir müssen sagen, also was Amerika hat gemeint für die Juden, wissen wir alle. Schon George Washington hat versichert, die Vatersche Gehille von Newport, Rhode Island, als Jeden sollen genießen von Toleranz und von Gleichheit in der neuen Republik. Von den 1880er Jahren bis die 1920er Jahren, die Jahren von der größeren europäischen jüdischen Immigration, hat sich geschaffen eine größere neue jüdische Gehille in Amerika. Mit der jüdischen Presse, mit der jüdischen Theater und Kultur, was hat gekämpft für jüdische Recht über der Welt und für die Versicherung von Medinas Yisrael. Was wir haben gegeben zu Amerika in die Jahren, es ist am meisten an Asaf. George Gershwin, Jonas Salk und noch. Ich habe nicht keine Zeit, sie alle zu ermannen. Jeden haben euch gespielt eine wichtige Rolle in dem Amerikaner Sozialismus. Aber die jetzige sozialistische Bewegung, die Democratic Socialists of America, ist eine Dammsäune von Medinas Yisrael. Und hat sie legen in Stein und Bein, als sie sind Antisemiten, fühlt sich ganz oft ein antisemitischer Beitan
in seine Erklärungen. Wahrscheinlich die Extremrechte seien sie auch Sonnen von der jüdischen Medine und erklären offen, als Amerikaner jeden haben zu viel Einfluss und sie führen dem Präsident Trump bei der Nose und viele beschuldigen jeden mit einem Plan, einen geheimen Plan, zu verbieten die weiße Amerika mit dunklen Migranten. Great Replacement Theory, nicht mehr und nicht weniger. Nu, aber doch haben wir noch nicht verloren und will nicht verlieren unsere Hoffnung und Glauben, als Amerika wird kommen zu sich. Als medinisches Roll wird bleiben stark und versichert. Als wir jeden in Amerika wollen ewig hoffen als sicher Heim, wie in die vergangenen 250 Jahre. Wir haben übergelebt die heimischen Antisemiten von den 1920er Jahren wie Henry Ford und Charles Lindbergh und wir wollen die jetzige Sonnen euch überleben. Nun wollen wir kennen, proklamieren, offen und heuch. So leben die Amerikaner Demokratie zu ihrer 250. Jubel und in derselben Zeit sagen fest, Am Yisrael Chai. Danke. Mein Name ist Anna Halberstam-Rubin. Ich bin geboren geworden in Polen, weil meine Mama ist gekommen von dort. Aber gewohnt haben wir in der Tschechoslowakischen Republik, in dem Teil von Slowakei, was das hat geheißen Vranov nad Toplo. Das heißt Vranov über dem Wasser Topla. Meine Kinderjugend gedenke ich nicht, dass ich sehr gut, aber weil ich bin noch gewesen ein Kind, meine Mama ist geboren in Polen und wir haben verbracht eine lange Zeit bei meinem Bruder und meinem Seide in Polen. Ist gewesen Ruf in Wischnitze. Und ich bin schon gewesen, etwa 10 Jahre alt, wenn wir sind gekommen in Slowakei. Gewohnt haben wir in Vranov, das hat geheißen in Slowakisch Vranov nad Toplo. Das Wasser hat geheißen Topla und das ist gewesen der Städtel über der Topla. Mein Tat ist gewesen Rabbi Cheskel Schrager Halberstam und meine Mama ist gewesen die Tochter von dem Wischnitzer Ruf in Polen. Wischnitz ist ein Städtel near Bochnia. Der Wischnitzer Rufshäuf. Meine Tochter und ich, wir sind dort gewesen und das Haus steht noch dort. Aber dort sind gewesen, es gewesen ein großes Häuf, es gewesen ein paar Gebäude und eins von den Gebäuden gewesen, mein Seiden. Ist gewesen der Wischnitzer Ruf, Rav Naftuli Rubin. Ist gewesen. So meine Mama ist gewesen ein Rubin. Das ist gewesen in Polen, in Galicia. In Wischnitz? In Wischnitza. Wischnitza, nicht Wischnitz. Oh, Wischnitza. Wischnitza. Oh, ich sehe ein Bild von ihm. Von meinen Seiten. Who is that? Oh, das ist meine Seite, Reb Naftuli Rubin. Meine Mamas Tate. So ist gewesen der Ruf in Wischnitza. Was sind denn die Sprachen, in eurer Gegend und in eurem Leben? Wenn ich bin schon erwachsen, haben wir gewohnt in der Slowakei, was gewesen eine Zeit in der Tschechoslowakischen Republik. Und wir haben geredet Jiddisch in der Heim, aber gegangen bin ich in Schule in Slowakei und ich habe geredet Slowakisch. Und andere Lashones hat man geredet? Man hat geredet Deutsch, man hat geredet Ungarisch, man hat geredet Jiddisch. Ja. Polisch euch ein bisschen?
Nicht Polisch. Polisch hat mir in der Slowakei nicht geredet. A Sach Ungarisch, a Sach Deutsch und Slowakisch. Die nicht jeden in dem Gegend pflegen Sachen, sie umgerät Ungarisch? Ungarisch, ja. Sie gewinnt sehr nett. Wir sind gewinnt nett zu den ungarischen Grenzen. Und der Teil ist gewinnt ein Teil von Österreich-Ungarn? Österreich-Ungarn, ja. Was sind gewinnt die Namen von eurer Brüder, Schwester? Okay, ich habe gehabt Brüder Chaim, Shmuel und David. Und eine Schwester hat geheißen Zipporah. Ich bin gewinnt die Älteste. Und mein Bruder David gewinnt der Jüngste. Und in Mitten sind gewinnt die 3 andere, Chaim, Shmuel und Zipporah. Und ich gedenke die frühen Jahren, was pflegen eure Tate, Mama getan? Mein Tate gewesen ein Ruf. Hat gehabt ein bisschen Medrisch. Und hat gehabt seine Chassidim, seine Kehille. Und wir haben gelebt sehr stark orthodox jüdisch Leben. Eure Mama hat euch gehabt Geschäften oder? Nein, meine Mama ist gewesen ein Rebbetzin. Sie gewesen die Tochter von dem Reb Naftuli Rubin von Polen. Und sie ist kein Schimmgeschäft, nein, nur sie gewesen ein Rebbetzin. Ihr habt angeschrieben ein Buch. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, euer Buch? Was ist gewesen euch in den letzten Jahren? Ja. Wegen eurer Zechronis von der Mechama? Ja. Nun, mein Buch ist vorhanden und man kann das lesen. Was wollt ihr soll über... Nein, aber ich kann bei euch fragen ein paar Sachen wegen dem Buch. Okay. Efter könnt ihr ein bisschen beschreiben die frühen Jahre, weil ihr seid gewesen besonder von eurer Mischwache. Ja. Wie ist das geschehen? Wie ist es geschehen, als ich bin ein Besonder? Lass mich sich der Mann, wie sie das ist gekommen. Ich bin wie eine Stropke bei meinen Großeltern. Mein Bub hat gewohnt in Stropke. Mein Seide gewinnt der Stropke-Beruf. Und also wie ich bin schon nicht gewesen in der Heim, wenn wir zusammengenommen die Jiden, bin ich heraufgelaufen durch den Pleut zu Agoi und ich habe mich behalten bei sei auf dem Boden. Und also noch bin ich geblieben leben. Weil dann alle Jiden von Stropkow auf mich genommen zusammen und hat sie weggeschickt. Und ich bin gestanden auf dem Boden und rausgeguckt und gesehen, wie die alle Menschen gehen. Man hat sie genommen in die Schule und von dort hat man sie aufgelegt auf Trucks und weggeführt. Hat ihr schon gewusst, als man wird hergenommen jeden, ist das schon bewusst? Man hat nicht gewusst, wie hin man nimmt sie, aber man hat gewusst, dass es nicht gewinnt, kein Gitterplatz, wie man hat sie genommen. Weil man hat ausgesiedelt. Man hat genommen alle Jiden in die Schule und von dort hat man sie aufgelegt auf Trucks und man hat sie weggeführt. Und man hat gewusst, dass sie sind nicht gegangen auf einen Gitterplatz. So hat man aber genommen, kein Auschwitz, die alle Menschen. Und ich bin gestanden bei eurer Schuchen, dem Goy auf dem Boden, und ich habe gesehen, die alle Jiden, wie man sie genommen, aufgelegt auf Trucks und weggeführt. Und ihr erzählt euch, als euer Baba Seide haben nicht gedarft, hat man sie nicht weggenommen? Nein, weil sie gewinnen ein paar Menschen, wichtige Menschen in Stutt, was man sie gegeben, das hat geheißen, ein Winimka. Eine Ausnahme. Ein paar Menschen, der Ruf, der Rosh Kol, und ein paar andere wichtige Menschen in der jüdischen Kirche haben gekriegt eine Ausnahme. Man hat sie nicht weggeschickt. Und das ist gewesen in die frühen Jahren von der Mechama, weil es ist gewesen Slowakei. Es ist nicht gewesen in 1944 mit die alle anderen ungarischen Juden. Ja, das ist noch gewesen in 42er Jahren,
wenn wir sind, das ist noch gewesen in der Slowakei. Dann, man Seide hat gesehen, dass es nicht geht. Die Kehille hat mich schon weggeführt, aber arrangiert, als der Goy sollen sie rüberführen über die Grenze kann Ungarn. In Ungarn ist noch nicht gewesen schlecht für die Juden. Sind wir ins gefahren kann Budapest und dort sind wir ins geblieben, bis sie geworden schlecht in Budapest, in Ungarn. Wenn man schon geholfen zu nehmen, die Juden in Ungarn auch. Sind wir uns rübergeschwärzt zurück in die Slowakei und hat sich ausbehalten bei den Goyim. Ja, zurück zu den frühen Jahren, wenn ihr seht, und Baba seine gewinnen euch nahm, zu dem, was es gewinnt, der Rav, aber hat erzählt, als ein paar reiche Menschen haben gekannt, schmeren Menschen zu haben sehr Freiheit. Haben sie gekriegt eine Ausnahme, man soll sie nicht da wegschicken. Ja, es ist verhangen gewesen, Menschen, die haben sich gekonnt raten, wenn er so noch man hat gegeben Geld und man hat sich gekonnt ausbehalten. Das gewesen sehr Ausnahmen für Menschen. Sehr apur Menschen haben sich also noch geraten. Ich habe euch gewollt wissen, für was sind sie zurückgekommen. Ich wollte gemeint, dass sie wollten weggefahren, wo nicht ist, kann dort in Amerika, kann Russland. Ja, man hat nicht gekonnt, dass sie wegfuhren. Man hat gedacht, Schriften heranzugehen zu den anderen Medinas. Man hat getan, was man hat gekonnt. Und die, die sind gekonnt, was haben gehabt, die Schriften sind Tage angelaufen. Und die, die haben nicht gekonnt, sind raufgekrochen auf ein Beuden bei einer Goy und hat sich behalten. Nu, erzählt wegen dem letzten Teil von der Milchama, wenn ihr seid gewesen in Budapest. In Budapest ist noch gewesen okay für die Juden. Wir haben gewohnt in Városmajor, das ist gewesen ein Spital. Und es hat auch gehabt ein Szeretetház, das geheißen, das heißt ein Altersheim für ältere Menschen. Also dort in dem Szeretetház sind man Seide, mein Bube gekriegt, Erlaubnis zu wohnen. Und ich bin gewesen in Pest mit der Familie Friedmann, was sie mich gehalten, also wie sein eigenes Kind. Und ich bin gegangen besuchen, mein Bube, meine Seide, a Sachmul. Aber ich bin in Pest und sie sind gewesen in Buda. Ja. Insommer dachte sich, weg von Buda, ein paar Tage früher, sind wir so zurück rübergeschwärzt in die Slowakei. Kein Jeden sind schon dort nicht gewesen, aber insommer sich ausbehalten bei den Goyim, was man sich gut bezahlt. Und sie haben uns verborgen, aber man soll nicht wissen, wer wir sind. Und wir haben gehabt Schriften, gekriegt falsche Schriften, als wir sind nicht kein Jiden. Und insofern sich noch Verborgenheit aufgehalten in der Slowakei ein Stück Zeit, bis sie geworden frei. Aber könnt ihr euch erzählen wegen dem, die Überlebung mit Kastner? Ja, ich gedenke nicht, in welchem Punkt wir sind zusammengekommen mit dem Kastner. Wir sind noch damals gewesen in der Slowakei oder sie gewesen schon zurückgefunden von Ungarn, zurückzuweg. From Slovakia. From the bunker. From the bunker hat uns der Kastner genommen mit der Truck. Ist gekommen. Ich gedenke, dass wie Hand im Tug. Was ist der Bunker gewesen? Der Bunker ist gewesen, die Familie Gellis hat 2 oder 3 Seen. Und sie
Der Älteste hat geheißen Mischka. Mischka und Özhi und Fredi. Und sie haben gemacht den Bunker. Sie haben arrangiert, dass wir sollen haben einem Agoi, was hat uns geführt in einen Platz, was hat ihm gut bezahlt, dem Goi, und hat uns in seinem Häufe gewesen, so ein kleines Heisel, und in dem Heisel gewesen ein Stieb, in ein Bathroom, in ein Koch, ein Kitchen. Und dort sind wir uns gewesen, und dort haben wir sich ins Aufs behalten. Meine Seide und ich und die Gellis-Mischbuche, die 3 sind. Mischka und Fredi und Özhi. Und wir noch Ruth und Rita. Schmidt, haben sie geheißen von der Heim. Ruth hat geheiratet mit Mischka und die Rita ist geworden ein Nussbaum. Ist erzählt wegen vorhin in Schweizaria. Ja. In einer Gruppe mit... Ja, also man hat arrangiert einen Trip zu fahren in die Schweiz. Weil man gewusst hat, in der Schweiz wird man kein Jiddisch aussiedeln und dort wird man sich können ausbehalten. Als einem Schein im Tag ist gekommen ein Truck und wir sind alle auf. Die Deutschen allein, die Nazis haben allein euch geführt. Ja, man hat sie ganz gut bezahlt und sie haben uns übergebracht zu der Schweizer geredet. Und dort sind wir mir herangegangen und seitdem sind wir geworden frei. Es gibt einen Fall, wenn Deutschen haben geholfen jeden, weil man sie gut geschmiert und Ja. es damals euch was gewinnt. Kamat der Sof von der Machama, Emmes? Ja, und sie haben gedacht, zu sagen, sie haben geholfen jeden. Sie sollen sich können retten, ja. Aber Le Mans ist das für uns gewesen, geht. Also haben das getan, weil wir haben gedacht, sich retten unser Leben. Alle Menschen von Bunker sind gewinnt mit euch in die Kastner Trucks. Ich gedenke nicht genau, wer sie gewesen. Ich dachte, von den Gellis-Mischbuchen sind alle gewesen. Die 3 Brüder, Mischka und Fredi und Özhi, sind gewesen mit uns. Die 2 Schmidt-Schwestern, Ruth und Rita und ich. Rabbi Weißmandl ist gewesen mit uns, ja. Und ich weiß nicht, wer noch, gedenke nicht, wer noch. This is WUNR Brookline. Aber oder nunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die 2 Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Chor auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! So gut, könnt ihr erzählen, was sie hat getan nach der Machama? Ein bisschen wegen nach Machama Dicken bleiben. Nach der Mechama sind wir gewesen in der Schweiz. Und von der Schweiz sind wir uns jeder gefunden zu sein Land. So sind wir zurück in der Slowakei. Ich, mein Mann Seide und mein Bube. Und ja, mein älter Seide, mein Seidensfutter, hat gewohnt in Kaschau, in Koschitze. Sind wir dort hin
In seinem Besmedrisch sei seine schon nicht gewesen in der Heim, aber das Besmedrisch und das Spurim sind gewesen dort. Ist man sei dort zusammengeklebt, die Spurim von dem Besmedrisch. Und wir haben das angepackt und mitgenommen zurück mit uns in die Slowakei. Wie hat ihr sich bekannt mit eurem Mann? Eine gute Frage. Ich bin gewesen ein junger Mädel und es sind gewesen eine Sache, Chavertes. Und wir haben sich bekannt. Dachte sich, mein Mann hat gedacht bei meiner Seite. Meine Seite hat gehabt, ein Besmedrisch auf Hooper Street, 218 Hooper Street in Brooklyn, New York. Und mein Mann ist gekommen, dort ist gewesen in Armenien jeden Tag. Und mein Mann ist gekommen dort in Davinen. Und hat gehabt einen Freund, hat geheißen Berl Freund. Berl Freund ist gewesen ein Chaber von meinem Mann. Und hat mich auch gekannt, der Mr. Freund. Und hat uns bekannt. Und uns haben wir geworden bekannt. And one thing led to another and we became engaged. Auch Menschen wollen ein bisschen hören wegen euer Mann. Ist sehr bekannt auf der jüdischen Gas, speziell bei die, was studieren und lernen sich wegen der Geschichte von ungarischen Juden, von chassidischen Menschen, speziell bei die Satmarer. Und hat angeschrieben das Buch wegen die Satmarer Chassidim in Amerika. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen wegen seiner Karriere. Ja, mein Mann ist gewesen ein Gitterschreiber und ist gewesen verinteressiert damit in historische Sachen. Und ist gewesen sehr gut bekannt mit Chassidus, und speziell mit den Satmarer Chassidim. Hat er Sache gewiss wegen sei. Und hat dezidiert, ein Tag, als will schreiben wegen sei. Und hat geschrieben sein Buch wegen der Satmarer Gemeinde. Ja. Ihr habt gehabt Kräven euch zwischen die Chassidim? Kräven, Bekannte, ja, aber ich bin gekommen von einer rabbinischen Mischbuche und ich habe nicht gehabt direkt Kräven zwischen den Chassidim, aber bekannte Menschen, die haben gewusst, wer ich bin und von wann ich stamme. Und meine ganze Historie haben sie gekannt. Mein Halberstamm ist ja. Sehr gut bekannt ja. in chassidischen Kreisen. Ja, ja. Sie haben gewusst, wer ich bin. Ja, die Parnasses sind gewesen meine Nuntekräuven. Sie sind gewesen Geschwisterkinder. Wer seien die Parnasses? Die Parnasses sind gewesen mein Bubes Kräuven. Aber sie sind bekannt, für was haben sie als ein größer Schem? Die Parnasses? Ja. Weil sie kommen von einer rebischen Mischbuche, euch die Parnasses. Parnes und Halberstamm, sie sind gewesen, verbinden etlicher Wegen. Sie sind Satmar Chassidim? Sie sind gewesen Satmar Chassidim, ja. Du in Amerika. Und als man redet schon wegen Yichus und nachher Mischwacha, es ist da in Los Angeles, Arav Rubin, mit der Schiel, könnt ihr erzählen wegen dem, ist Eierkopf? Ja, Chaim Burach Rubin. Ist von meiner Mamas Zeit. Meine Mama ist gewesen ein Rubin. Sie gewesen die Tochter von Reb Naftula Rubin in Wischnitze und sie kamen auch von dort heraus. Sie sind gewesen Cousins von uns. Die Mischbuche Rubin in Los Angeles, ja. Ist, nachdem wir hat Chasna gehabt mit einem Mann, hat mit der Zeit sich besetzt in Cleveland. Ja. Der erzählt ein bisschen, was hat euch hingebracht in Cleveland. Mein Mann hat
gekriegt dort einen Job in der Universität in Cleveland State University. Hat studiert, wenn ist hergekommen, und hat gewollt kriegen eine gute Stelle. Und Cleveland State University hat ihm gegeben eine gute Stelle. Gewesen ein Professor von Soziologie in Cleveland State University. Und der Pfarrer hat sich besetzt in Cleveland. Cleveland had a big Jewish community and he wanted to Was war der Kahila? Agef, soll wissen sein, mein Weib hat gestammt von Cleveland. Von Cleveland. Hat Kassner gehabt in Cleveland. In Cleveland, ja. Uns teuer. Ja, so, uns haben wir nicht gehabt, eine Kräuben in Cleveland, aber sie gewinnt die Universität, das Cleveland State University, wo es hat gegeben, mein Mann eine Position. Ist gewinnt als Soziolog und gewinnt, what was his title? He was a professor of sociology. He went there too because of the Telzer Yeshiva and the fact that Ja, und sie gewinnt dort nach Telzer Yeshiva, sie gewinnt ein Platz, wo man gekonnt aufbringen jüdische Kinder, haben wir in sich dort besetzt. Wie hat geheißen die Gegend, wo hat gewohnt? Wir haben gewohnt in Cleveland Heights. Und in Cleveland Heights gewesen. Ihr Mann ist gewesen ein gebildeter, ein Vater, ein Gelernter, und ihr hat sich euch ausgelernt ihr hat bekommen ein PhD. Ja. Ihr könnt erzählen ein bisschen, was hat ihr studiert? Ich habe studiert Historie und ich habe geschrieben das Buch. Jeden Tag nach der Arbeit, ja. Habe ich geschrieben ein bisschen, wegen Sholem Aleichem, der Writer of Social Historian. Der erzählt wegen einer Beziehung mit Sholem Aleichem. Nicht alle Jeden haben gelernt Sholem Aleichem. No, das ist gewesen eigentlich verboten in der Heim. Ich habe allemal geschrieben, ein Blättel. Ich habe getan meine Arbeit in der Früh und dann habe ich mich weggesetzt zu schreiben. Und bis ich habe gehabt, das Buch. Ja. So. Ja, aber das heißt, wenn ihr sagt, gewinn jung, hat ihr gelernt Sholem Aleichem? Hat es gewinn ein bisschen? Man hat erzählt, manches wegen Sholem Aleichem. Man hat gewusst, als Sholem Aleichem gewinn ein größer Gitterschreiber. Und du in dort hat man erzählt, ein Meißel von seinen Büchern. Und, aber es gewinn ein bisschen treff. Ja, es gewinn ein bisschen nicht kuscher. Aber mich hat es nicht geehrt, wenn ich bin aufgewachsen und ich habe Kassen gehabt und ich habe gehabt ein bisschen Zeit, habe ich allemal geschrieben, ein Blättel über 2 jeden Tag. Ja. Bis ich habe gehabt das Buch. Und was ist der Titel vom Buch? Sholem Aleichem, der Schreiber als Sozialhistoriker. Kennt ihr in ein paar Wörter, geben wir Sachakel von was hat gewollt übergeben mit dem Buch? Ja, also er hat verstanden das Leben, das gesellschaftliche Leben von den Juden. Er hat es sehr schön beschrieben. Und das ist sehr interessant, weil er hat beschrieben, also wie man das Tage gelebt in jenen Zeiten. Ja. Was ist euer liebster Sholem Aleichem Meisteres? Was ihr wollt rekommendiert? Ihr gedenkt? Ich gedenke Tage gut nicht. Es sind Sachmanses, was fliehen in meinen Kopf, aber welches ist von wann, kann ich auch nicht sagen genau. Nun, es ist ein Covid und ein Vergnügen, sich zu bekennen mit euch. Ich wünsche euch noch eine Sache gesunde Jahre bis 120. Amen, Amen. Sie mir ein Covid, was Sie sind gekommen zu mir reden wegen meiner Erfahrungen. Und ich hoffe, dass das hat einen guten Zweck.
Ich will euch wissen, als ich habe genommen the Star Spangled Banner and I translated it in my own Yiddish translation. And with the accompaniment of my dear friends Hen Kuznetsky on his accordion and Arthur Friedman on his clarinet, we shall sing for you in my Yiddish translation the Star Spangled Banner. Oh, so kannst du sehen bei dem Frühmorgen Schein, was mit Stolz begrüßen mir, wenn die Nacht nimmt weggehen. Die breite Streifen und Sterne durch der Nacht von Gefahren. Wir können sehen von hinter der Wand, wie sie strömen zu uns galant. Und die Raketen feuerreut in der Luft uns gespreit, weisen nun auf jedem Ort, wo unser Form hängt noch dort. Oh, sag euch der mit Sternen besprenkelter voll schwebt noch über dem Land für freie Leid in die Heim für brave Leid. Thank you, Hen Kuznetsky and Arthur Richman, for your accompaniment. I couldn't have done it without you. Thanks. Zu der Ball gehen, zum Eulen, wo mir doch gehen. Kauf mir den nisslichen Cracker Jack, will ich kein Mul von dort nicht weg. Jetzt Mut, die Ballspieler, es passt nicht, als man verspielt. Weil sie sehen, 2, 3 Steigs Neues bei der Baseballspiel. Amerika, Land, wo sich lieb, steh ich bei ihr, Madrich sei ihr, überall echt das Strahl und so lieb, von die Bergis zu den Prairies, bis die Amen, weiß mit Scheu. Bei Madrich sei, überall leichter Strahl uns zu lieb, von die Berge zu die Prärien, bis die Jahre
In 1893, a Jewish immigrant named Israel Beilin landed at Ellis Island. 25 years later, Irving Berlin, whose first languages were Russian and Yiddish, penned God Bless America as a message of peace. Our Mishpocha, the cast of Fiddler on the Roof in Yiddish, shares with you Berlin's solemn prayer translated into his native tongue as we celebrate the beauty and ideals of our home and pray for its future. gewandert in ein Land der Freien, ein Reis von Midbar wie Mitzrayim, gesucht an Ayem, Jerusalem. Das ist ein Land für mir und dir. Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, von die Größe Osres bis die breite Yamen. Das ist ein Land für mir und dir. Ich geh ja rüber, die Berg und Täler, Aaron Geringot, von süße Keller, die Ritschkes murmeln, die Vögel singen. Das ist ein Land von mir und dir. Sehr große Mäue mit das Schild des Wort, viel Männer reinet, steht das Metholit, nur auf jener Seite steht dort gar nicht. Gott ist die Seite von mir und dir. Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, von die Größe Osres bis die breite Yamen. Das ist ein Land von mir und dir. Ich mir wogeln, gesund von Neuben, der Weise winden, sie losen stäuben, durch die Tumanen hör ich Gesangen. Das ist ein Land von mir und dir. Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, von die Größe Osres bis die breite Yamen. Das ist ein Land von mir und dir.
auf nasche Gassen, in tiefe Schottens, sehr wie Menschen, wetten die Dovis, bei Asadalisch, tu ihr erklären, so das ist ein Land von mir und dir. Es kennt schon keiner, uns nicht verstehen, die freie werden, uns nicht verwehren, die Trocken zusammen, wenn doch zusammen. Das ist ein Land von mir und dir. Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, und die größte Nordwest bis die breite Jahre. Das ist ein Land von mir und dir. Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, und die größte Nordwest bis die breite Jahre. Das ist ein Land von mir und dir. Das ist ein Land von mir und Jeder Jid vergräßt uns geht, in Vergessen turen wir das nicht, als ein Land, so in dem ist in der beste Heim, in der Fabride, so geht zu dir. Jeden Morgen, wenn du stehst auf, heb die Hände zum Ebersten herauf, in euch jeden Zug und Schiel, wenn du tanzt mit Gefühl, sollst du singen in Motteheim Schiel. Ihr dankt ihr Gott für Amerika, das große, schöne Land. Ihr dankt ihr Gott für Amerika, für ein Leben frei ist und stand. Weil Freiheit, Gleichheit, macht sie herzu, und der Befund von der weiten Blut. Ihr dankt ihr Gott für Amerika, das große, freie Land. Ihr bin Neues gefunden, die Welt, kommt jeden Land die Buch gestellt, kommt gesehen, wie der jeglichen Tränen blieb, wie wird jetzt gemattet geflucht. Wenn ihr Kopf so in der nächsten Kreuz liegt, kein Amerika kommen zurück, mit die Augen verdreht hab ich gekisst, die Erde mit Freit hab ich gesucht. Ihr dankt ihr Gott für Amerika, das große, schöne Land. Ihr dankt ihr Gott für Amerika, wie der Leben frei ist und stand. Weil Freiheit, Gleichheit, machen sie herzu, und der Funde von der weiten Blut. Ihr dankt ihr Gott für Amerika, das große, freie Land. Dessen hab ich schon a Sach gehabt und plant es Welten fuhr. Mit keinem sich gefüllten Sprach, ich bin behandelt wie ein Nu. Nur mir ist gut ich bin heiß, kann nicht schäden,
Englisch riecht sich, aber es soll lustig, freudig sein, also in Golis Gol, also in Golis Gol. Seinen meine Bekannte alle zusammen ist. Ich hab kein Freund, was geht im Feuer. Weiß mir acholem, was ist nicht siehst. Von keinem geworden heuer, nur gut ist es, gut azoi. Azoi lang heigle. Nu ich will von unser Weg tun a kleinem Freig, wo seinen mir verfohren. Sei moicha, wo seinen mir verfohren. Der Malach amore nimmt meine Schumme, plötzlich euch herroi, sie guckt herab in Gelei, schmechelt beruhig euch, und ich flieh wie am Malach. Und unten sehen, bei Deugen sind heuf, die Statue of Liberty, wo segelt weit von hier. Und ich flieh wie am Malach. Zu helles Heilen führt uns der größere Schiff. Euch aller Wohne schief mir ringlen. Der Schaff von Geurel ist mit uns so schön da. A Lied von Amerika mir singen, nur gut ist es, gut azoi, euch abrocha hopane. Der Heinteker Schabbis wird morgen euch weg, sich opuen ist mein Zweck. Azoi sich op